Shalom Aleichem. In dem Tag, dem 21. Oktober 1892, ist in dem Dorf Telechow, Minsker Gubernie, geboren geworden der jüdische Schreiber und Dramaturg Shmuel Nissen Godiner. In 1908 fuhrt die Mischpucha rüber in Warsche, wo macht die ersten Proben in Poesie und Prose, beweist seine erste Schaffungen Judla mit Peretzen, welcher ermutigt ihm zu schreiben weiter. Sof 1912 wird gerufen in Armee, dient auf Kafkas und beteiligt sich in die Schlachten bis der Ersten Weltmilchume. Wird verwundert und fällt daran in Gefangenschaft zu den Österreichern. Aber es ist ihm gelingen, zu entläufen von dem Lager in Warsche und von dort zurück in Russland. In 1921 wird Godiner als Student in dem Moskwer Literarischen Institut. Die erste Erzählung, Reges, druckt in der Moskwer Zeitung Emes. Die Milchume-Motiven wird die Hauptthema in seiner Schaffung. Trägt die Erzählungen in Strom, in Minsker Stern und wird anerkannt wie einer von den Grundlegers von der jüdischen sowjetischen Prose. Der Kritiker Nuchem Levin hat geschrieben wegen seiner Prose. Ist nicht kein Steigerschreiber. Godiner hat seinen schreiberischen Stoff gesucht, der Riker dort, wo die Kollisie kommt vor in der ideologischen Sphäre, in dem Kampf zwischen Alten und Neuem, in der Menschenpsychik. Es hat ihm geregt die Kräfte von Jeride und Schwung, von menschlichem Gemüt. Großmeisterschaft beweist Godiner in seinem Kronwerk Der Mensch mit der Bix, wo schildert die Geschehnisse in der Ersten Weltmilchume und Bürgerkrieg in der jüdischen Zwiebel. Wenn Hitlers Armeen seinen Ungefallen auf dem Ratenverband im Juni 1941 ist Godiner freiwillig weg zur Verteidigung Moskau. Ist ihm gekommen in 1942.